Na Freunde, seid ihr wieder ready für eine neue Runde hier bei Fire Emblem Three Houses? Ja, ich habe die Gunst der Stunde offscreen genutzt und habe zum einen mal Items gesammelt, die überall ein bisschen rumlagen, habe die ein bisschen verteilt, wie man es ja irgendwie, beziehungsweise ich es auch so erwähnt hatte, sprich vor allem halt da die verlorenen Items zugegeben und so weiter und so fort, bis auf diejenigen, wo es eh nicht ging, sprich 3 Stück, das sind nämlich alle die für Hilda und das funktioniert leider irgendwie nicht mehr so richtig, wa? Genau. Und noch nicht oder so, kein Plan. Was nicht mehr funktioniert, das habe ich nochmal ganz kurz recherchiert, das stimmt soweit das mit Leonie. Weil ja Gerald leider gestorben ist, bereits vor, ja auch schon 2 Kapiteln her. Ist leider nicht mehr möglich, diese Ballen zu vertiefen, sprich wir können mit Leonie nicht mehr Rang C supportmäßig erreichen. Die Frage ist halt, bräuchte er überhaupt Rang C, damit sie sich mir anschließen würde? Ich glaube ja irgendwie schon, wa? Also egal, auch wenn du halt maximal Level hättest, alle möglichen Skills und so mit den Statuswerten etc. etc. Ich glaube, das könnte man nicht weiter vorantreiben. Also sprich, Leonie haben wir wohl hier in diesem Durchgang, in diesem Run, habe ich das wohl leider vergeigt, weil ich es nicht wusste. Naja, kann passieren, nicht weiter so tragisch. Was ich auch getan habe, ist noch ein bisschen meine Bataillone zu ordnen, ein bisschen meine Items zu ordnen und so weiter und so fort. Und vor allem anhand der Ziele und so weiter auch ein bisschen zu gucken. Das heißt, ne, Ziele sind zwar mehr oder weniger gleich, ganz kurz gucken, muss anders machen. Und zwar so die Items. Ich habe noch ein bisschen repariert, ein bisschen geschmiedet. Michael hat jetzt ein Donnerschwert bekommen, Donnerschwert Plus sogar. Hat den Vorteil, das Donnerschwert Plus geht auf, man glaubt es kaum, es ist tatsächlich so, es geht auf 3 Felder. Reichweite. Krass, oder? Genau, er ist momentan noch ein Erleuchteter in der Klasse. Da ist er sowieso so, dass als Erleuchteter hast du halt, kannst Magie einsetzen. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass sein Magiewert ein bisschen steigt und deswegen, dass mit dem Donnerschwert sowieso gut kommt. Edelgar, momentan jetzt ist so. Ist auch nicht so weiter schlecht. Aber bei ihm, Michael, habe ich jetzt einen Marschring gegeben, damit er ein bisschen weiter laufen kann. Nicht wahr? Hubert hat momentan nichts. Da ist auch das Fiese daran. Wir wissen ja, dass er ja theoretisch irgendwann mal in der Examen der Oberstufe könnte er ja eigentlich hier den, ich glaube der hier, den Dunkelbischof erlernen, wie die Klasse so schön heißt. Das Problem ist, habe ich mir sagen lassen und ich hoffe, es stimmt nicht, aber es ist offenbar wirklich so. Da ich hier die schwarze Adlerroute spiele, kann ich wohl mit Hubert nicht mehr einen Dunkelbischof erreichen, weil ich habe es einmal vergeigt, beziehungsweise das mit dem Dunkelsiegel, also dafür brauchen. Wir hatten ja ein bisschen den Todesritter 3-mal gesehen. Einmal habe ich ihn besiegt. Und da das Siegel bekommen, das habe ich eingesetzt bei Hubert. Das erste Mal habe ich es nicht bekommen, da war er auch zu stark und ich hatte auch keinen Dieb dabei. Im zweiten Mal mit Petra hatte ich zwar sie als Dieb dabei, habe so ein bisschen Timing her verkackt, war eine Runde zu spät dran, deswegen konnte ich das Dunkelsiegel nicht mehr von ihm klauen. Und habe deswegen statt insgesamt 3 möglichen Dunkelsiegeln bisher nur 1 bekommen. Das war offenbar 1 zu wenig, sprich wir kriegen keine weiteren. Offenbar. Sehr schön. Aber also das verkackt mit Hubert, das heißt, ich kann hier ruhig noch mit ihm da auch von der Klasse her und so noch, ja, seine Klasse halt zu Ende machen, damit er noch da irgendwie noch einen Skill kriegt und so, und dann irgendwann halt ganz normal zu anderen magischen Einheiten entwickeln. Ja, schade, aber was soll's. Kann passieren. Ferdinand, ihm habe ich noch als Waffe die Sichel gegeben, die haben wir auch mal erbeutet vor 2, 3 Kapiteln. Scheint soweit auch ganz cool zu sein. Jo. Lina habe ich nichts gemacht. Kaspar habe ich auch ein bisschen geguckt. Ah, warte mal, stimmt. Ganz vergessen, Edelgard hat einen Kurzaxt statt einen Wurfbeil. Ist halt auch für zum Werfen. Aber wenn es nicht so heiß ist, ist echt zum Werfen. Und bei ihm habe ich auch noch nicht so viel gemacht. Ich wollte Silo-Panzerhände irgendwie upgraden. Oder generell so Waffen verbessern. Neu schmieden lassen, die schon auf Rang B sind. Das Problem ist, ich kann das erst ab Dozentenrang B+. Ja. Ich hätte es so oft noch machen können, Dozentenrang B+, dachte mir aber so, nee, komm, wir machen das zusammen, weil es gibt eh noch genug zu tun und genug zu erzählen. So, das ist momentan das Setting von Kaspar. Hammer ist klar, weil er kann mit seinen Fäusten gegen gepanzerte Einheiten nicht sehr viel ausrichten. Ansonsten Gebetsring noch ein bisschen zum KP regenerieren, oder war da der Quatsch, genau. Bernadette hat einen Treffring, nichts geändert.
Dorothea. Ihr aber halt das, ja, man muss jetzt zugeben, bei ihr war der Tänzer leider verschwendet, die Klasse. Wegen dem Schwert-Ausweichen-Skill. Das aus dem Grund, was soll ich da mit ihr? Klar, ich hatte ja die Idee mit dem Donnerschwert, aber ganz ehrlich, jetzt wo sie so viele Magie hat und durch ihren Skill da, Schwarzmagie mal 2, als Klassenskill, kann sie den Zauber in den Schwarzmagie-Skill doppelt so häufig anwenden. Das heißt, wir werden mit ihr nie wieder eine Situation haben, wo wir jetzt keine Magie haben. Sprich, sie wird nie in die Situation kommen, wo sie mit dem Schwert kämpfen muss. Oder an die Front geschickt wird, damit wir mittlerweile doch relativ gute Front-Charaktere haben, die alles abblocken können. Deswegen, ja, eben Donnerschwert bei ihr weg und ein Schwert ausweichen plus 20 Skill, den sie als Tänzer hatte. Leider vergeudet. Der wäre jetzt vermutlich bei Petra, wenn Petra als Tänz gemacht hätte, oder Felix, vermutlich besser gewesen. Ja, schade. Mein Fehler. Aber daraus lernt man ja, wa? Wir haben den Zauberstab gegeben, genau als Item, das haben wir auch erbeutet. Der Magie Leiden, die Kraft magischer Angriff erhöht. Alter, magischer Angriff plus 3 und der plus 5. Das heißt, wenn sie jetzt irgendwie einen Zauber einsetzt wie Donner, kriegt sie plus 8 Magie dazu im Angriff. Und hat eh schon 30. Ja, die ist mittlerweile macht so ein bisschen Angst. So, Petra, hier habe ich das Dingsbums, das Juwel abgenommen. Oder die Kugel, was auch immer das war. Ja, das hier gegeben. Warum? Erkläre ich gleich. Und so habe das Stein war es, genau. Peter war sonst nichts mehr. Nee. Felix, Stein des Wissens habe ich ihm gegeben, aus dem Grund. Habe ich ein bisschen falsch gelesen. Der Träger erhält mehr Fähigkeitenerfahrung. Fähigkeiten sind die gemeint. Mit Schwert, Lanze etc. etc. Und da braucht Felix natürlich momentan ein bisschen mehr. Wir wollen ja relativ schnell dann zum Schwertmeister machen, das heißt Schwert vor allem. Aber künftig eben auch noch ein paar andere Skills, die er trainieren sollte. Ich denke da vor allem an die Vernunft unter anderem. Faust eher weniger. Ja, die Dinge halt, wa? Deswegen mal ihm geben, wir werden vermutlich ein bisschen rotieren lassen mit Ingrid und so weiter und so fort. Mercedes, wie gewohnt in Heilstadt, hat sich auch nichts geändert. Ingrid, Meißlanze, Rittertod, Donnerschwert und Eisenaxt. Sie hatte zwar... Jetzt mal gucken. Nicht Fertigkeit. Nee, Kampftechnik. Ritterschreck hatte sie eigentlich, aber dachte mir, komm, ich nehme lieber die hier rein. Vor allem mit Spalter, damit sie auch mit der Axt ein bisschen was machen kann. Und gebe dafür den Rittertod, damit sie den Ritterschreck als Fähigkeit nicht braucht. Soweit dazu. Flehen, ihr seht schon, ich habe den 3 Items genommen, weil ich werde sie ziemlich sicher nicht mehr einsetzen müssen, können, wie auch immer. Flehen, ja, oder Flyen, ja, sie hat natürlich, sie hat die Rettung, das wäre natürlich eigentlich geil, aber ich komme nicht dazu, sie einzusetzen. Weil ich halt die anderen bevorzuge, logischerweise, und dann ist natürlich mit ihr doof. Deswegen habe ich jetzt mal rausgenommen, vielleicht, falls doch mal jemand krepieren sollte, aber das ist auch eher unwahrscheinlich, weil wir haben den göttlichen Puls, wer soll hier schon sterben? Also insofern, ich glaube, Flehen wird nicht mehr eingesetzt. Und ja, Raphael Silberachs gekauft, genau. Wurfbeil Plus da, ansonsten noch nicht so viel. Bei ihr ist alles gleich geblieben. Genau, und um eben solche Dinge wie Silberbogen oder Silberaxt zu schmieden, war drin höheren Dozentenrang. Und den kriegen wir erst jetzt noch. Also demnächst. So. Ihr seht schon, Unterstützungslevel, es hat so ein bisschen was getan mit den Geschenken abgeben und so weiter und so fort. Da gibt es noch ein paar, die mit uns quatschen wollen. Ich habe den Sinn, oder will gerne noch mit allen in die Rang C erreichen. Die müssen auch noch alle angequatscht werden und so. Und, kleiner Spoiler hier weg, aber der muss sein. Ich wollte vorhin offscreen mal mit Edelgard noch quatschen, weil ich irgendwie dachte, vielleicht hat sie noch irgendwie ein Item, was sie bräuchte. Und wurde dabei böse überrascht. Edelgard ist sogar hier. Wenn wir mit Edelgard quatschen, will sie von uns eine Entscheidung haben. Diese Entscheidung beeinflusst die Story. Kein Plan, warum? Ich habe es mal kurz angeguckt, weil ich mir dachte, okay, dann muss ich dann mal ganz kurz checken. Ich habe vorher abgespeichert und so, also kein Problem. Der Witz an der Sache, wenn ich das mit ihr mache. Es passiert etwas, klar, wir machen es auch noch später, keine Sorge. Aber das Problem ist daran, wenn wir das machen, vergehen nachher plötzlich irgendwie ein paar Tage. Also wenn ich das Event jetzt auslöse, wird das übersprungen und wir sind plötzlich hier. Und das ist natürlich nicht der Plan, dass wir hier den Unterrichtstag einfach überspringen.
deswegen würde ich halt das Event mit Edelgard gerne hier machen, falls es nicht geht und jetzt irgendwie verpeilen uns müssen irgendwie nach dem Ende dieser Folge anhängen oder so. Aber das sehen wir relativ schnell. Ja, hier haben wir das Angel-Event, Wachstumsphase, also glaube ich auch nichts, weil ich will hier halt noch die Quests machen, war. Also wenn man so will, sind wir hier jetzt ein bisschen am Erkunden, Quatschen etc. etc. Hier am Kämpfen. Hier wieder herumlatschen und halt damit Edelgard dieses seltsame Event auslösen. Und dann sind wir schon am Ende des Monats. Also heißt, Angeln werden wir diesen Monat leider nicht mehr, Freunde. Nur damit ihr euch nicht wundert. Wenn da plötzlich nichts mehr geht. So, lass uns gucken. Ich wollte zuerst mal den Dozentenrang erhöhen. Nachher noch ein bisschen rekrutieren und so weiter, weil das können wir auch schon, Freunde. Die Musik. So gerne, jo, gerne. Wir sind auf B+. Sehr gut, hier noch zum Erkunden, sondern eben, ich denke, auch für die Kämpfe müssen wir jetzt eigentlich 3 Punkte zur Verfügung haben. Theoretisch. So. Pflanzen wir die noch. Pflegen können wir auch. Ja, ihr seht, ich habe nicht mehr so viel Kohle. Das liegt daran, weil ich eben sehr viel für Schmieden, Reparieren ausgegeben habe. Und vor allem Materialien sind halt verdammt teuer. So, Ignas. Ich auch. So. Ich weiß nicht, ob wir ihn wirklich brauchen, Freunde, aber wie gesagt, mein Ziel ist, möglichst viele noch zu rekrutieren, deswegen komm mit. Ignas, bist dabei. Ja, ob es wirklich nötig ist, all dabei zu haben, kein Plan, aber das Sammeln macht ja auch insofern Spaß und wer weiß, ob wir mal eine Mission haben, wo wir 20 Leute mitnehmen könnten. Und als Schütze ist er nicht so schlecht. Ich werde mich fragen, wenn er schon Schütze ist, warum ist er dann nicht weiterentwickelt? Und fehlt noch ein bisschen was. Items, Ignas. Die Frage war, also man wird sicher noch nicht abgelegt haben, aber theoretisch kann er doch. Ist auch schon auf der Oberstufe. Nee, er müsste eigentlich das können. Außer natürlich, ihm fehlen noch die Werte, wa? Das könnte sein zum Scharfschützen. Wählt ihm vermutlich, man könnte ganz kurz angucken, weil Dingsbums hier, unserer lieben Bernie, fehlen ja noch ein paar Punkte. Bogen ist erst auf B+, ja, ein bisschen was fehlt noch, jetzt die Frage. Ja, dem fehlt noch ein bisschen was. Okay. So, das soweit zu Ignas. Muss mal gucken, wie ich diese Folge ein bisschen aufteile. Ich weiß noch ein paar andere Gespräche, dazu gleich mehr. Ich will jetzt aber erstmal noch ein bisschen trainieren. Doof, nicht so trainieren. Oder vielleicht doch. Trainieren im Sinne von Michael ein paar Skillpunkte noch geben für den Helden. Auch wenn ich natürlich jetzt gesegneter bin und so. Aber ich möchte den Helden halt trotzdem gerne noch ein bisschen ausprobieren. Und gerne Skill davon noch haben. Genau, auf eure Witze wirft. Ah! Oh, das mochte er. Solche Sprüche. Der ist ein seltsamer Typi. Mal viel zu wenige Punkte. Ja, ihr müsst auch mehr Missionen machen und so, um die zu erhöhen. Ganz kurz noch gucken, was ich auch noch gemacht habe, ist noch ein paar... Wir können echt schon 8 Punkte haben. Was ich gemacht habe, ansonsten mit den Zielen, man sieht es hier, ich habe noch einigen ein paar Geschenke gegeben, die keine verlorenen Items hatten. Damit sie ein bisschen happier sind und wir sind noch ein bisschen trainieren können in den nächsten Unterrichtsstunden natürlich.
Sind nicht so viele. Ach ja, Hubert. Hä, Hubert ist plötzlich weg. Der ist nicht mehr auf der Karte drauf. Der ist einfach irgendwie zack weg. Das was mit dem seltsamen Event von Edelgard zu tun hat. Ich habe sowieso das Gefühl, beziehungsweise mir wurde ja geraten, ich soll unbedingt, bevor ich Kapitel 11 die Mission mache, soll ich unbedingt einen Sicherheits-Safe-Stage setzen. Weil danach passiert irgendetwas, was unglaublich sei. Also ich habe eine Vermutung, worum es ungefähr gehen könnte, aber naja. Wir sind relativ schnell, mit wem wir schon Rang C haben. Oder sehen wir es eigentlich so? Moment mal ganz kurz. Es geht nur um den Fähigkeitsrang C. Ne, stimmt, sind wir jetzt so noch nicht, wa? Moment. Ich dachte, man sieht es vielleicht. Wir sind natürlich nur. Ja, aber sie. Ja, lernen wollen, logischerweise, wenn sie bereits bei uns im Team sind, oder? Sonst sehen wir es nicht. Okay. Also mit Lorenz haben wir klar, mit Lucitea, sie fehlt und Sylvain fehlt noch. Die beiden haben noch keinen Rang C. Ja, natürlich Rea, mit der kann man sowieso nichts machen. Theoretisch könnte man mit den beiden, die Frage ist bloß, bringt es was? Ich glaube, ich gebe erstmal meine Punkte aus, Freunde, wa? Also, jetzt muss ich mal kurz hier gucken. Schwert und Axt. Setef ist ja derjenige, der beides mir weiterhelfen kann. Problem hierbei ist natürlich, ich kann pro Tag nur einmal ihn anquatschen. Das heißt, wenn schon, müssen wir die Axt machen. Ja, da müssen wir jetzt hier ein bisschen die Axt skillen. So, es sind insgesamt 3 Typen, die wir die Axt skillen können. Und Rea kann man noch das Schwert ein bisschen skillen. Sehr gut. Das soweit dazu. Dann haben wir Alois und Manuela, die können auch noch ein bisschen was machen. Alois auch die Axt und Manuela noch das Schwert. Sensei, いつからそこに？いや、実は懐かしい品が次々と出てき、しかし次にこの部屋を。Das stimmt. Abgesehen davon, ich habe noch ein Geschenk für dich. Hier, Liebesbrief. Ich bin ein Auftraggeber. Ja, dass das bei ihm ist. Naja. So, die Axt. Dankeschön. So. Wir haben jetzt also endlich diese verdammte Axt vom Level her. Auf Rang C. Ich glaube, mehr braucht ihr gar nicht, wa? Sie natürlich gar nicht. Moment, das war anders, Klasse. Nein, das geht natürlich auch nicht. Wo kann ich schon wieder? Da ging doch irgendwo. Scheiß grüne Haare gefallen mir gar nicht. Aber egal. Eigentlich hier irgendwo? Nee, da geht's so nicht, weil ich muss irgendwie auswendig wissen. Okay, gut, ich meine. Jetzt bin ich schon auf C, das heißt jetzt mit Gilbert zu quatschen, damit die Axt noch skillen könnte, bringt nicht mehr sehr viel, weil ich komme eh nicht mehr weiter. Da ist Flane oder Flyne. Kann man dann auch nichts machen. Nee, kann dann gehen wir dann ganz kurz zu Manuela. Ja, ich bin der Sensei, was gibt's? Da ist Dorothea. Ja, hier ist manches komisch. Vor allem, was mich momentan noch ein bisschen fasziniert, ist die Geschichte mit Edelgard und mit Rea. Beide verheimlichen noch irgendwas. Nachher haben wir auch noch Kessuin, wa? Mit die können wir auch noch ein bisschen helfen mit dem Skill. Okay, wo ist die gute Kessuin? Ah, da war der Auftraggeber, genau. Aber dann ganz kurz, wa? So viel Zeit in dieser Folge muss sein. Nächste Folge wird, glaube ich, mir ein bisschen gequatscht werden, weil ich will endlich mal diese ganzen Gespräche, Unterstützungsgespräche, die wir noch haben, endlich mal aus dem Weg haben.
Bevor wir vor allem diesen Tag beenden. Weil, wie gesagt, eventuell muss ich nochmal hierhin zurück, um das mit Ilga zu machen. Ich hoffe, es geht auch am letzten Sonntag des Monats. Aber ich habe schon vom Spiel gelernt, dass das bestraft dich grausam, wenn du gewisse Dinge nicht im richtigen Timing machst. Ah, das mit dem Huber, das nervt mich so mit dem Dunkelsiegel. Mann, hätte ich das damals gewusst, ich hätte das Kapitel nochmal gemacht, ganz ehrlich. Damit ich von dem klauen kann. So. Ja, kämpfen, trainieren und so. Ja, das kann man machen, wenn man Bock hat. Wo ist Catherine? Wo ist sie? Wo ist Catherine? Da ist Gilbert, der trainiert die Axt. Das machen wir aber jetzt gar nicht. 前節の戦いでけど炎帝をはじめまだまだ足取りのつかさっさと奴らをぶっ潰してそれにしても嫌な空気だ Das ist halt die Frage, der Flammenkais wirklich irgendwie unser Feind ist. Ich meine, klar, der Tullesritter hatte schon mal so ein paar seltsame Dinger gedreht. Der kämpft ja für ihn. Ich meine, vor allem da die Entführung, wobei Monika, das war nicht wegen der Entführung, da war einfach nur eine Verarsche, die war ja sowieso gegen uns. Das Entfliehen, ja, aber warum war sie dann trotzdem unverletzt? Warum hat er sie einfach nur entführt, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Ich meine, verletzt hat er sie ja nicht. Das ist irgendwie ein bisschen creepy mit dem Typen. Sehr gut, Axtbrechers Fähigkeit. Das wollte ich noch haben für ihn. Items. Fertigkeit. Also mal gucken, wie kann ich den noch in... Aber er bringt ist natürlich Schwertspezialist, ja. Vorteil. Ja, das ist etwas, was ich eigentlich ganz geil finde. Das ist eigentlich auch ganz geil. Verwenden Verweismagie, Ausweichen plus 20. Venus Verratu, wa? Also ein Axtbrecher. Aber werde ich jemals einen Axtbrecher so einsetzen müssen? Also sprich, werde ich jemals wirklich mit schwer gegen Axt agieren? Weil, wenn wir ehrlich sind, Freunde, die meisten Gegner hier in diesem Spiel sind eigentlich Axtkämpfer. Also vielleicht nicht so unbedingt die schlechteste Idee. Das wegen Monster soll er gerne behalten. Sonnenschlag ist ein mächtiger Angriff, wobei wir werden direkt das einsetzen, wa? Weil, ja. Flugeinheiten, Helmspalter, Wieselflink. Ja, Helmspalter klingt gar nicht mal so schlecht. Weil, ja, Sonnenschlag, wenn ich sowieso viel Schaden machen will, mache ich sowieso, nehme ich meinen Schöpferschwert und mache einen ewigen Himmel und fertig. So, jetzt haben wir noch 2 Punkte. Die ich noch irgendwie für ein gutes Mittagessen so ausgeben könnte. Jo, passt. Also, würde man sagen, Freunde, noch ein Gespräch. Machen wir eins mit Michael? Nee, ich kann machen ein unterstütztes Gespräch mit anderen Leuten. Mit Shamir, Zuerst mal mit Raphael.おシャミヤさんいつからそこにさっきからだ道を塞ぐな脇に寄れ待ってくれシャミヤさんあんたに相談があるんだ相談手短になおで戦いに出るとすぐ敵に見つかっちまうんだ本当はシャミヤさんみてえに敵に気づかれねえで動きてえんだけどよそういうのってやっぱおでには無理かな君自分の体が大きいせいで見つかると思っていないか思ってるぞだってでかけりゃ目立つだろ違うな問題なのは気配だ君は気配が濃すぎるむさ苦しいほどに気配気配なんてどうにかなんのか訓練すればな私の気配を感じたことがあるかそういやねえぞだからさっきあんたが来ても気づかなかったのかどうやればそんな風にできるんだおでにも教えてくれよ気配を消すための呼吸のやり方がある君
息は吸うと吐くを繰り返しているだろう。そりゃそうだ。吸ってばっかじゃ膨らんじまうぞ。それを吸う吐く吐くにする。鼻で1回吸ったら口で細かく2回吐く。吸う吐く吐くだな。それくらいなら簡単そうだぞ。息が続かね出し入れする息の量が多すぎる。限界まで減らせ。最低限がわからねえ。そんなにすぐにはできん。訓練あるのみだ。わかった。けど吸う吐く吐くできるかな。Ja, das mit dem richtigen Atmen habe ich schon öfters gehört. Also nicht nur jetzt in diesem Falle, sondern generell auch fürs tägliche Leben, Verspannungen lösen und so weiter und so fort. Richtig atmen und vor allem natürlich Sänger, die müssen natürlich auch richtig atmen können, weil sonst hast du ein Problem. Aber gut, Freunde, das soweit dazu. Spielt jetzt so gesehen für uns hier auch keine Rolle. Im nächsten Part geht es hier weiter. Wie gesagt, ich mache noch ein paar Gespräche, will noch gucken, dass wir mit allem, wenn möglich, irgendwie Rang C erreichen und dann müssen unterrichten, nächstes Wochenende fighten. Und dann hoffentlich mit Edelgard dann noch das große Event, was auch immer das sein soll. Ey, ja, ich meine, ich weiß schon, was es ist, insofern. Aber was es nachher bringen soll, das ist die große Frage. Und ich hoffe, das klappt so nicht, dass ich mit Edelgard das Teil jetzt schon machen muss und eben, dass es noch in 2 Wochen auch noch geht. Also nur 2 Wochen in-game, wa? Wenn dem auch sei, danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.